mat enger anderer Vue op Natur an mat enger anderer Vue op Prozesse an der Natur hunn viel Leiit ugefangen noch an der Vergangenheet eben dat net mi ze machen, nëmi so an de Bodem anzugreifen, fir den Ökosystem Bodem zu schützen, an dat wat an dem Ökosystem Bodem lass ass fir dat ze unterstützen. Die Idee han das an dem sinn dat unterstützt den Wustum vun senge Geméispflanzen, an do ginnet verschiedene Methoden fir dat unzugoen, wo ha gesit dat am bis mi Grossen an engem kommerzielle Geméisquad, den klengen Geméis Gärtner bei sech doheem kann dat mat jegliche Mulchmaterial machen, wat den doheem fënnt, das organisch Material, dat dreht den op de Bodem op, an do Planzen seg Pflanzen am Fong direkt dran. Dat huet de Sënn eben de Bodem zu schützen, d'Uwerfläch zu schützen, aber fir un allem och d'Organismen, die am Bodem sinn, fir déi ze ernähren, die Organismen, die do ernährt ginn, die ernähren donno Geméisplanz, dat war de gerwel hunn. Weil es ja lo speziell, wir benutzen als organisch Material Grünschnittkompost, eben, weil en doch ganz einfach kann dra seinen. An eben du dann auf Deler, dat schlägen sich nicht unbedingt so drauf wohlfühlen, dass es war den einfacher beikret, mir sech egen sich ganz verschiedene Mulchmaterialien. Voilà, wir greifen do Prinzip zo, wat überall an der Natur gëtt, dat organisch Material wie am Bëch vun Uwen op de Bodem fällt. Dieren, die am Bodem sind, Mikroorganismen, groß wie klein, sind darauf spezialisiert, für das organische Material auf Sichten zu gehen und auf an den Bodem zu bringen. Und, so verlangt am Anfang ein Bodem, ein guter Bodem nicht unbedingt nur umgedreht zu gehen, dass ein Tabula rasa gemäht wird, aber das geht am Anfang durch, für seinen Bodem zu präparieren. Über eine lange Zeit baut der Ballfall den Bodem ab. Der Bodem kriegt eine bessere Struktur, enthält Wasser besser. Pflanzen fangen mir einfach den Weg mit ihren Wurzeln. Ganz ohne den Bodem umzugraben, ist aber noch genug Luft, genug Sauerstoff am Boden. Natürlich ganz pragmatisch gesehen, als Gärtner wurde viel mehr Arbeit, das Gemurks für den Bodem umzugraben, früher in der Saison. Am nassen Bodem zu schaffen, zu warten, bis den an den nassen Bodem kann rankommen, das tut den natürlich auch nicht. Und längerfristig gesehen bringt doch Manner Unkraut zu Rupp und muss du noch Manner Unkrauten. Ich immer Beter, die gehen jetzt schon ein bisschen lang. Am Anfang war alles ein Wiss. Für das am Anfang bei sich zu präparieren, ob du ein Wiss hört oder eben ein Guate schon ein bisschen präpariert ist, kann ich am Anfang mal aufhängen, dass den eine Schicht Karton auf den Boden lädt. Muss kein dicker Karton sein, am besten noch nicht bedruckt oder so. Und dann darüber organisches Material, in diesem Fall eben Grünschnittkompost, wenn du eben seinen eigenen Kompost hört, natürlich auch seinen eigenen Kompost drauflegen oder eben anderes organisches Material, was du findest. Ich weiß nicht, du Max hat die Idee zum Beispiel gehäckselt Blätter. Genau, also ne, der Vorteil vom Kompost ist den, dass ich sowohl andere Pflanzen andere Sänen. Aber wenn ich nicht so viel Kompost will schaffen, kann ich noch, wenn ich eine ganze Kopf Bäume unter dem Terra hat, kann ich noch dick Blätter abdrehen am Hirsch für den Boden zu schonen. Und das schaffen los nicht, was die Wand und dann, boah, da kann ich natürlich nicht so gut mit der Räder oder so dran, aber da kann ich mit der Mähmaschine zweimal drüber fahren, für das noch ein bisschen abzureinigen und dann da dran zu sein. Oder ähnlich, oder auch mit He, halb vergammeltem He oder so, das ist auch eine Möglichkeit. Und für uns Professionellen ist der Grünschnittkompost in dem Fall einfach super praktisch. Ja, ja, wichtig ist eben, dass am Anfang die Vegetation, die du hast, ein bisschen in den Dreck kriegt. Das heißt, am Anfang schafft man ein bisschen mehr größere Schicht von dem organischen Material und Juren drauf. Auch aus der Theorie raus, dass er nicht die Einzelpflanzen ernährt, aber der wirkliche Boden drehen den immer dieselbe Schicht, weil eine dünne Schicht von 3-4 cm organisches Material ist, all Jahren ab. Und du bleibst noch dabei. Normalerweise muss ich nicht noch etwas dabei düngen oder so, keinen organischen Dünger, aber das geht mal am Anfang durch, für den Prozess laufen zu kriegen. Frei am Jahr ist gut gesagt, weil wir sind knapp eine Woche nach Valentinstag und wir haben in Beibrucht, dass für den ambitionierten Hobbygärtner, sonst mal fängt gemäß Valentins darum.
an alles für Valentinstag gi man den professionelle Bereich so frei brauch kind du unzufänken. Der Tisch lo knapp zugefangen an du gilt am Fong sich zu organisieren, zu gucken se Materialien bei ne zu hunn, an du hauptsächlich sei Gesäms am beste schon ausgesicht zu hunn. Dat gift er noch bedeuten, dass se noch schon den Gedanke gemettet, weini wëllech überhaupt wat pflanzen oder sogar weini kann ich wat pflanzen. Und das sind alles bei ganz vielen Gemäßsachen gehen nicht ganz unterschiedliche Saisonalitäten mit Basis von allem was, da sind sich überhaupt die Matten auseinandersetzt und ob man es probiert, sei gar ein bisschen zu planen. Also wenig weil in ganz Jahr über den Kohlrabi essen, weil in ganz Jahr über zum Beispiel Zaloten oder Murten am Garten tun. Und da muss sich ein bisschen die Matten auseinandersetzen an Saatgutkataloger oder auch am Internet stöbern für wie lang brauchen gemäß Sachen, also wenn ich Pflanzen ich habe, wenig kann ich davon ausgehen, dass ich das kann essen, was gleichermaßen heißt, wenig kann ich auf dieselbe Platz etwas noch pflanzen. Ich soll den am besten Fall wissen, was das überhaupt sei Gart, also wer ein Bereicher hat, den soll den so gut es geht wissen, wie viel Platz ihn hat und dann Unitäten irgendwie sich probieren abzudelen, dass er eben noch weiß, wie viel Kohlrabi kriege ich dann lo. Am mein Gart überhaupt. Aber wenn ich aber auch nach 5 anderen Sachen will am Frühjahr pflanzen, dann seid ich schnell, dass ich muss Entscheidungen treffen. Hey, ich kann nicht so viel Kohlrabi machen am Frühjahr, weil dann nun die anderen 5 Sachen keinen Platz. Mir habe voll festgestellt, dass man bei vielen Leuten gesehen haben, auch bei Kollegen und der Familie, wie zähne ich meine Sachen überhaupt für. Und da kann ich auf jeden Fall just sagen, dass es extrem wichtig ist, dass sich so gut es geht organisiert an Behältern hat, die immer selbst sind. Und nicht Sachen egal wo, an Innersätze, an großtypischer, kleintypischer sind, an gar kein Gefühl kriegt, wie schnell wie sie war, eine Pflanze, wie oft muss ich eine Pflanze netzen. Also der Ballfall sinnvoll, sich irgendwelche so Anzuchtplatten zuzulegen. Ich geht mittlerweile auch an gängigen wie seht denn das? Gängigen Baumärkten. Ja, genau. Die kriege ich mittlerweile überall an den Baumärkten doch zu kaufen. Und das gebe ich auf jeden Fall jeder Rang, den will, ob man sie pur für seine Pflanze sehen, unbedingt und Herz lehnen. Also an der Saison wird zum Beispiel ganz klassisch Kohlrabi, Gardebohnen, Tulissen sind schon da, Zalote sowieso. Für Bannen und für Bausen kann das sogar schon sein. Und dann die Kräuter, die brauchen alle ein bisschen mehr lang, den Petersilie, den Dill, den Koriander, Fenchel und noch ganz viele andere Sachen, die eben leichte Frost verdrohen. Und vor allem auch bei kurzen Däch, wie man sie hier haben, bis an den April ran, auch gut wurzeln und ein klassisch echt Rekolt am Garten durchstellen.